Voilà, schönen guten Nachmittag. Ich alle guten. Für unzufänken wollte ich mir für alle echt alle guten Merci sagen, weil es so relativ kurzfristig geklappt hat mit der Pressekonferenz haut. Wir mussten Pressekonferenz relativ kurzfristig abberufen. Und das hat der Grund, den Kredelot gleich matt gedeelt. Dafür merci, dass ihr so disponibel wart. Schwest Presse Kommunikiers gestern am späten Nachmittag rausgegangen und für der Haut heiß ist, also noch ein ganz großes Merci. Ich denke nun mit Leuten zu präsentieren, die hier am Tisch sitzen. Das links neben mir den Alain Rolling, Zentralsekretär zuständig für das Syndikat Chemie am OGBL. Jetzt neben mir den Araber Boadou, den haut Hayas als Vertreter vom Personal von Ambassade Luxemburg. Und ich, Stefan Osodius, bin Sekretär Zentral Adjoint vom Syndikat Chemie. Ich muss sagen, wir sitzen heute nicht als Sekretärin oder als Delegierten, wir sitzen heute als Membern vom Streikkomitee. Das Streikkomitee, da gibt es noch mehr Membern am Streikkomitee, das sind unter anderem Präsidentin vom OGBL, Nora Back, den ehemaligen Präsident vom OGBL, den Ender Röltschen, es sind Membern vom Büro Exekutiv vom OGBL, es sind Membern Anna Sekretärszentroen vom OGBL, die matt sitzen, es sind die Delegierten vom OGBL, von Ambassade, die matt am Streikkomitee sind, und es sind die Responsablen vom OGBL, von der Logistik und von der Orga, die matt an dem Streikkomitee sind. Alles in allem über ein Dutzend Leute, die an dem Streikkomitee sitzen. Wie ihr vielleicht mitgekriegt habt, in den letzten Wochen hat sich der Konflikt bei Ambassade Luxemburg zu Diddling mehr und mehr verschärft. Wir müssen eine Decision holen, für die Leute wählen zu lassen, für was zu machen am Betrieb. Ich muss wissen, dass zur Ambassade die Kolleginnen und Kollegen Schichten schaffen. Das heißt, sie schaffen 3 Schichten den Tag, 7 Tage die Woche. Also da wird mir für kontinu nennen. Das heißt, wir mussten den Wort über ein paar Tage organisieren. Wir haben angefangen letzte Woche der Freitag und dann über ein paar Tage bis gestern den Nachmittag die Leute vom Betrieb, die Kolleginnen und Kollegen aufstimmen lassen. Wir haben express nicht am Betrieb gemacht. Die Leute sind mega an der Druck gesagt gehen vom Patron, mega an der Druck gesagt gehen, dass mega Stimmung gemacht gehen, gegen als Delegierten, gegen den OGBL, und dafür haben wir als auch für Leute zu schützen, für sie enkel aus dem Betrieb rauszuholen, gesagt, komm, wir machen die Aufstimmung nicht bei Ambassade selber, wir machen sie an den Büroen vom OGBL zu Diddling. Auch da wusste man natürlich, dass ganz viele Leute vielleicht hier nur nicht werden kommen. Da tut man gefragt. Mit der Kontra war der Fall. Wir hatten einen Taux de Participation, den ganz groß war. Also wir hatten den Wort über ein paar Dich. Ich präsentiere nicht das Resultat vom Wort. 88% von den Salarien, die aufgestimmt haben sich für den Streik ausgeschwart. 88%. Wir hatten ein Taux de Participation von 90%. Das heißt, am Anfang die allergrößte Majorität von der Belegschaft war da für zu votieren, an die ganz große Majorität von den Salarien haben sich für den Streik ausgeschwart. Erst ist die nächsten Etappen wird präsentieren, was wir planen für die nächsten Stunden an dich. Will ich ihr ein kleines Resümee machen vom Konflikt, weil ich weiß nicht, ob ihr alle gut immer am Detail serviert hat, dafür sind wir heute kurz eine Historik zu machen. Das ist voll schon, dass wir angefangen am freien Jahr, also das waren 7-8 Monate, da wir angefangen haben zu verhandeln. Wir hatten einen ganz normalen Cahier de Revendication präsentiert, wie man den Allbetrieber machen. Also nichts Delirantes. Ein ganz normalen Cahier de Revendication. Merci, Fabrizio. Merci, ciao. Wir haben einen ganz normalen
Forderungskatalog vorgelegt. Nicht wirklich mit Abführung von einer Gehältertabelle, Primen, sie schaffen mit ganz viel Knascht, also Plastikstöps, sie müssen alltag duschen nach ihrem Post, sie haben schon eine Prim de Dusche, die ist zu kurz. Aber bon, das sind so ganz normale Forderungen, also nicht Delirantes. Ganz normalen Forderungskatalog vorgelegt. Der Employer hat an den ganzen Main, kein Millimeter budgetiert. Kein Millimeter budgetiert. Und was zu Lützeburg inedit ist, der Employer hat d'Office National de Conciliation saisiert. Das ist normalerweise Aufgabe von der Gewerkschaft. Das ist Aufgabe normalerweise für beiden Office National, bei Schlichtungsamt zu gehen, für Konziliation unzufroren. Weil, das müssen wir wissen, die Leute, die das nicht unbedingt immer wissen, weil so DAX können doch nicht fair. Schlichtung ist am Anfang die Prozedur, die muss erhalten, erst kann streiken. So dass der Patron die Schlichtung aufredet, und Eis Doma da praktisch quasi an einen Streik direkt oder in Richtung auf einen Streik. Das ist inedit. Inedit. Es gibt einen zweiten Inedit. Zu Lützeburg. Am Juli hat l'Office National de Conciliation saisiert. Am selben Moment, wo den Employer l'Office National de Conciliation saisiert hat auch Kollektivvertrag denunziert. Was heißt das? Kollektivvertrag denunzieren heißt, der Patron will den Kollektivvertrag futtimen. An den dritten Inedit au Luxemburg, als dass der Employer letzte Woche der Gemeinden Non-Conciliation ugefragt wird. Weil nach der Schlichtungszeit von 16 Wochen kann ihn unilateralement Non-Conciliation aufrufen, aber der Non-Conciliation als der Kollektivvertrag fort. Es gibt bei Ambassade Luxemburg kein Kollektivvertrag mehr. Das heißt, all die Kolleginnen und Kollegen, die heute bei Ambassade Luxemburg arbeiten, haben kein Kollektivvertrag mehr. Sie fallen auf das soziale Minimum. Der Mindestlohn, sie kriegen potenziell kein Nutzzuschlag mehr, weil für Nutzzuschlag zu kriegen, müssen einen Kollektivvertrag haben. Für müssen zu kriegen. Patron kann sie freiwillig bezahlen, aber der Patron wäre blöd. Ich muss wissen, dass Ambassade Luxemburg ein Betrieb ist, dem es mega gut geht. Der Betrieb hat an den letzten 4 Jahren 10,4 Millionen Euro Benefis gemacht. 10,4 Millionen Euro Benefis an 4 Jahren kumuliert. En croissant. 2019 war Benefis noch 1,6 Millionen. 2020 schon 2,2 Millionen. 2021 waren das dann 2,9 Millionen. An 2022 3,7 Millionen. Die sieht also, über 4 Jahre ist das konstant an die Lut gegangen. 1,6 Millionen, 2,2 Millionen, 2,9 Millionen, bis letztes Jahr 3,7 Millionen. Und der Patron budgetiert kein Millimeter. Auch das ist inedit in Luxemburg. Mit der Deklaration de Non-Conciliation, das ist nichts anderes wie eine Deklaration de guerre aux salariés d'Ambassade Luxembourg. Ce n'est rien d'autre qu'une déclaration de guerre à tous les salariés d'Ambassade Luxembourg. Die nächsten Etappen werden wir sehen, wie ich anfangs gesagt habe, wir haben ein Komitee de Grève, ein Streikkomitee, wo ganz viel experimentiert Leute vom OGBL dran sind.
notamment eng Präsidentin an den Ex-Präsident, und natürlich ganz wichtig, als Delegierten vom Betrieb, die an dem Streikkomitee dran sind. Und wir werden an den nächsten Stunden dezidieren, für den Streik zu lancieren. Wir werden an den nächsten Stunden dezidieren, den Streik zu lancieren. Wenig genau mir aufhängen, also den Tag, die Stunden, was für eine Schicht, Frei, Nachmittags, Spätschicht, Schnurtschicht, das werden wir dann in dem Moment dezidieren. Das sind taktisch froh, natürlich, wenn ihr aufhängt, ganz klar. Das braucht nicht zu verheimlichen. Es sind taktisch froh, wenn ihr mir aufhängen. Das sind taktische Decisionen, die wir werden holen, wenn wir werden aufhängen. Es ist aber ganz klar, das Fenster von Haut bis dem Moment, wo wir den Streik aufhängen, ist ganz klein. Wir schwätzen hier nicht vor Wochen oder zänglich. Wir schwätzen hier von ein paar Stunden bis vielleicht maximal ein paar Dich. Wir sind prêt. Das ist alles prêt. Das ist alles prêt. Wir dezidieren just noch taktisch, wenn der beste Moment ist, für Last zu legen. Und das ist auch evident. Wir können ich lohnt noch nicht so, wenn nicht Last geht, weil wir die Decision noch nicht geholt haben. Aber von dem Moment an, wo wir dezidiert haben, wenn nicht Last geht, werden wir natürlich die Presse auch informieren. Natürlich evident, dass die Leute, die auch den Streik bei Krachkollegs gemäht haben, auch journalistisch begleitet haben, der wisst, dass wir dann natürlich den Auftakt vom Streik do auch immer all Personalitäten vom Land, all als Militanten, als Delegierten, als Sympathisanten, als Unterstützer invitieren, die dann do werden präsent sind. Und natürlich wird auch ganz normal ist, und das vielleicht den halb ludique, aber auch halb seriös, als natürlich, dass wir werden den Streik mit einer ganzen Reihe von Aktionen begleiten. Und auch die Aktionen, da waren wir mega kreativ, muss ich sagen, also wirklich ganz, ganz gut. Und in aller wird auch noch ein paar von den Aktionen präsentieren. Die werden den Streik dann begleiten. Das wäre für den Moment von meinem Teil. Wie gesagt, Streikwort war 88% für den Streik von den Salarien und mit einer tote Partizipation von 90%. Also wir sind hier ganz, ganz klar streikfähig. Da gibt es gar keinen Zweifel. Wir sind streikfähig und es wird ganz, ganz sehr auch Last gehen. Ich gebe dem aller Rolling Wort gehen. Merci Stefan für die Intervention. Ich meine, Stefan hat vieles gesagt und ich brauche nicht noch lang zu schwätzen. Ich will aber noch etwas ganz klar sagen, als Responsablen vom Syndikat Chemie am OGBL. Ich meine, Attacken sind wir gewinnt an der Industrie. Die letzten Jahre waren ziemlich hart. Wir sind mit vielen Attacken konfrontiert gehen. Ich brauche nicht mehr zurückzukommen auf den Dossier Guardian, wo sie wollten 201 Kollegen auf die Straße setzen, wo wir es auch gewährt tun, gegen die Entlosungen, wo wir auch gepackt tun, dass die Leute nicht losgehen sind. Und die Attacken der kommen da immer rum. Ich meine, das sind wir gewinnt. Mit die heutige Attacke, wie der Stefan ganz gut sagt, ist inédit. Hier geht unser Kollektivvertrag bei Ampersat angegriffen, und nicht nur unser Kollektivvertrag bei Ampersat. Das hier ist ein nationales Dossier. Wie war das Datei ein nationalen Dossier? Mal ganz einfach, wenn man das heute holen möchte. Ein Patron wird einfach, weil ich war nämlich auch dabei, an den Negoziationen, auch auf der ONC, dafür kenne ich das Dossier auch ziemlich gut. Und das ist wirklich inédit. Der Patron wollte von Anfang an nicht verhandeln. Den hat kein Lust mit uns zu verhandeln. Der hat just ein Ziel von Anfang an, das war der Kollektivvertrag zu können, abzukönnen, Futti zu machen, an Drecksgisch zu gehen, ob Letzteburg gesagt. Und das Leute wirklich, wie der Stefan ganz gut gesagt wird, ob dem Minimum zurückfallen, und dass der Patron kann machen, was er will. Und d'autant plus, dass der Patron kann machen, was er will. Kommt auch mal seine Revendikation patronal. Aber ich pur meint no immer, wie man schon angefangen hatte mit verhandeln.
Du kom mat seg Revendikation patronal. Da wär de alle gotte Wander, me do stunge Sachen dran, die waren hors la loi. Wie zum Beispiel de Patron wollt jo Gesetz fir de Kollektiv Urlaub Haiier Lützeburg kënne ze beschleessen, muss dat mat der Delegatioun geschéien, also onkommen akkor, so go dat wollt de Patron opkënnegen. Dat Selo kann selber de Leiit imposéieren, wenn i sie kangé ze ëllen hunn. Also defir ech wondere mech, weil nach fir kurzem so de gewissenen Präsident vun der URL gëtt neiich mit soziales wéi e Betrieb, van dat seng Definiioun dot zo ass dat soll sozial sinn, dats de Patron allng desideiert. Zum Beispiel dat so e vu viele Beispiel. Ich kann lo nach an Detail go ich menggen defir hummer die Zeit net. Me van de Patron lo allng desideiert, wenn niet Leiit solle konjuelen schmengen. Also da geht das immer weit fort, das immer weit fort. Oder de Leiit imposéiere, wenn se solle schaffen, an erschmengen, dat könne mir als OGBL einfach net akzeptieren. Und dat fährt man auch net akzeptieren. Das wie de Stefan gesot huet. Mir sie brett, méi wie brett, an wer doch ganz wichtig ass, de Konflikt geht jo iwwer Grenze vun Ambassade raus, or an all Eisendelegationen am OGBL ass eng Well vun der Solidarität entbrannt. Weil déi soen och, weil mir sinn eng gros Familie am OGBL, mir sinn net nëmmen den OGBL, Syndikat Chemie, mir sind de ganzen OGBL. Aber wann vum OGBL ugegraf gëtt, da ginn all als Member vum OGBL ugraf. Dat muss ganz klar hautmal gesot sinn, a mir werden eis dovieren. An och Solidarität, die ass enorm ënner de Kollegen an den anderen Betriebe. Ich weiß net, vielleicht du das schon gesinn op den sozialen Medien, do die Solidaritätsbekundungen vun einer Betriebe von also die as faszinant, die as mega und du sie auch mega hofrisch trop, dass sie sich mat den Streikenden vun Ambassador solidarisieren an schmeng wir werden de Match do machen. Wir werden do Rückzieher machen. Patronat meint mir giffe vielleicht dus bluffe wie OGBL kennt, wir werden do net bluffen, wir werden alles drosetzen, dass man doch die Streik do wette gewannen. An auch fëssend, dat will ich auch enker betonen. Wenn man lohn enker am Detail gi von den Verhandlungen do, die Direktion do, die do an Plas ist, die ist bekannt. Das los, dat sie kein unbekannte Leid. Weil die waren auch schon an einer Betriebe NRW, wo ich auch schon mat dene Leid zu den hat. An auch do hun se probéiert als Kollektivvertrag Futti zu machen. Da wissen wir schon, die Direktion, die Lodo an Plas, die war schon 4 an einer Betriebe, da hun sie dat selbst probiert. Me durch Solidarität ënner de Schaffenden ass hinnen dat net gelungen und werd hinnen auch net gelingen. Weil ha als Solidarität auch immens groß. Aber wir werden eis dovieren. Weil et kann net sinn, wann de Patron kein Loch mi huet, fir Kollektivvertrag zu verhandeln, und weil dat net arrangeiert, dass da se net dat interessiert mich net so funktioniert dat net. Mine letzte Boer Sozialmodell, dem er hofrisch sinn, an sie sollen das Sozialmodell respektieren. Aber wenn sie net respektieren, da wird man sie zwingen, dass sie den Sozialmodell respektieren. Ich mein, das war alles nur von meiner Seite. Ja, schon ein ganz merci Stefan. Was auch wichtig ist, wir werden auch ein Kollekt national für die Grevisten lancieren, wissend, dass als Streikenden vom OGBL natürlich geholfen kriegen, weil wenn ich streik, da kriegt den kein Salär. Mais d'autant plus werden wir lancieren, sobald der Streik aufhört, ein Kollekt national an all unsere Betriebe, mit all unseren Delegationen, für zu weisen, wie solidarisch man mat all eisen Leiit sinn. Weil gëtt immer gesot gëtt neich mit Soziales wie Betrieb oder werd man beweise, wen die Leute, die Sozialaktoren am Betrieb sind. Dat sind die schaffen Leiit. Dat sind die schaffen Leiit. Und dat werd man lo beweisen. An noch ich will dann noch mal ein Zitat ophalen, weil das ist immens wichtig, der Stadt Avalosoen das ist ein Zitat vom einem ehemaligen Arbeitsminister aus Frankreich aus den 40er Jahren, den Ambroise Croizat, der sagt: Ne parlez pas d'acquis sociaux, parlez de conquis sociaux, parce que le patronat désarme jamais. Und das ist genau das, da schwätzt man von Konquien, und das sind keine Akien, die man holt, das sind Konquien, weil 400 Leute für die Akien gewährt und sie werden Jorlo wäre für die Akien beizubehalten und noch auszubauen. So nicht vielmals merci. Merci. Voilà, bonjour à tous, merci d'être là. Donc moi je voudrais juste dire que voilà, on avait une convention qui nous satisfaisait un peu, donc on vivait avec. C'était pas
C'était pas la meilleure, mais on s'en contentait. Maintenant, on veut tout nous enlever. Donc, c'est pour ça que les salariés sont tous derrière nous. On est prêts à se battre pour garder ce qu'on a. Donc, on va commencer des actions. On ne sait pas quand. Donc, tout le monde nous soutient. On est content d'avoir le soutien de toutes les délégations, tous les secteurs du Luxembourg. L'ORECA, le catering, la sidérurgie, les commerces. Donc, tout le monde est avec nous. On a vu des panneaux de solidarité un peu partout dans le Luxembourg. On a été dans les journaux régulièrement ces derniers temps. C'est malheureux, ça fait un peu de mauvaise pub pour notre entreprise. Mais il ne faut pas oublier que c'est la direction qui nous a poussés à réagir comme ça. Ils nous ont enlevé tous les moyens pour se battre. Donc maintenant, c'est à eux d'assumer un peu les conséquences. Donc rendez-vous bientôt et voilà. Et ne pas oublier, donc là nous avons affaire à une direction, on ne va pas citer les noms, mais il faut aussi parler du directeur général qui se cache un peu derrière tout ça. Donc il y a quelqu'un au-dessus d'eux et il faut que tout le monde prenne ses responsabilités. Qu'on n'a jamais vu et qu'on verra peut-être jamais. Nous, on a dit très clair, ça c'est peut-être un point important que j'ai omis tout à l'heure, un point très important. On a encore vu le patron hier à la sortie du vote. Parce que pour nous, c'était clair, nous, on est encore dans l'esprit du partenariat social. Donc on a vu le patron hier pour le communiquer, le résultat du vote, avant de le communiquer au grand public. Donc on l'a vu hier soir, on lui a communiqué le résultat. J'avais l'impression qu'il était devenu tout pâle parce qu'il ne croyait pas non plus qu'on aurait une participation si importante. Et surtout un vote en faveur si important. Ce qui est important de dire, c'est on lui a dit ce qui est en place aujourd'hui, enfin ce qui est en place côté nos demandes, c'est 2,5% d'augmentation salariale et 3 jours de congé additionnel pour tout le monde. En sachant, c'est une offre qu'on lui a fait en contrepartie d'une autre chose qu'il nous enlève. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on donne gratuitement. Parce qu'actuellement, les salariés travaillent sur 4 équipes et demie. Ils veulent garder les 4 équipes et demie parce que ça les arrange, parce qu'ils ont beaucoup plus de fréquences, de jours de libre, etc. Et donc, ils veulent passer de 4 équipes et demie à 4 équipes. C'est un peu compliqué là maintenant, mais bon, pour l'expliquer, mais ils veulent passer aux 4 équipes. Nous, on a dit, OK, on peut être d'accord sous condition que vous nous donnez quelque chose en retour. Et c'était les fameux 2,5% et les 3 jours de congé. Donc, vous voyez, donc c'est même pas... voilà, c'est quelque chose qu'on demande en contrepartie. Et même pas sur ça, il est d'accord. On lui a dit, ces revendications sont toujours en place. Avec, bien sûr, la réactivation, la remise en vigueur de la convention collective qu'il a dénoncée. Rétroactif à la semaine dernière. On a demandé ça. Et maintenant vient la partie aussi très importante qu'on lui a dit, c'est une offre qu'on vous fait, c'est une proposition qu'on vous fait. Parce que du moment où on déclenche la grève, cette offre est déchue. Et on revient à notre cahier de revendications initiales, qui était beaucoup plus costaud de ce qui est sur la table aujourd'hui. Donc c'est maintenant au patron de dire, OK, il va encore nous en faire un pas vers nous, et dire, OK, on accepte les 2,5% d'augmentation salariale. Je répète, dans une entreprise qui a fait 3,7 millions de bénéfices l'année dernière, ils peuvent aisément se permettre cette augmentation salariale. On a fait les calculs, ça représente une petite partie de ces bénéfices, donc ils peuvent se le permettre. Ou ils risquent la grève avec un cahier de revendications beaucoup plus important derrière. Je vous remercie d'être venu à si brève échéance. On n'a pas trop l'habitude, normalement, nos conférences de presse sont annoncées quelques jours avant. Mais bon, dans ce cas-là, on ne pouvait pas le faire plus tôt. On va vous communiquer dès qu'on l'aurait, la date et l'heure du début de la grève. OK ? Merci. Merci. Merci à vous.